Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hallo an alle. Dieses Video wird im Stil der Untersuchungen von Nawalny sein, mit dem Unterschied, dass ein Video von einem Quadrocopter nicht dabei sein wird. Aber es wird immer noch interessant. Erinnert ihr euch, ich habe versprochen, mit der Suche nach russischen Agenten in Europa zu beginnen? Ich werde alles tun, damit ihr, die in diesen Ländern Asyl und Staatsbürgerschaft habt, unter euch seid, hier nicht lebt und keine russische Propaganda verbreitet. Ich werde dafür sorgen, dass eure Angelegenheiten von den zuständigen Behörden behandelt werden. Damit die eure Asylverfahren erneut untersuchen und ihr von der Europäischen Union an die Russische Föderation verwiesen werdet, die ihr so stark lobt, aber aus irgendeinem Grund ihr dort nicht leben möchtet. Ich kümmere mich darum, denkt daran. Und den Job habe ich schon angefangen. Das ist das erste Video dieser Serie und ich hoffe, dass das Video für die deutschen Behörden interessant sein wird. Denn es geht um einen deutschen Staatsbürger, um einen echten deutschen Patriot mit tschechischen Wurzeln, um ein Mitglied der Regierungspartei in Deutschland, der Christlich-Demokratischen Union. Wir kennen die Person als der Mann des Wortes, als Autor des Zitats „Wer mich kennt, der kennt mich", als Vertreter von Ramsan Kadyrov in Europa. Wir kennen ihn als Timur Dugasajew. Den deutschen Behörden ist er als Islam Dugasajew bekannt. Unter diesem Namen hat er Anfang des 2000. Jahrhunderts Asyl beantragt und als Islam Dugasajew wurde ihm dieser Schutz gewährt. Wenn man seine Kämpfe anschaut, er ist Sportler, ein MMA-Kämpfer, merkt man, dass er als Islam Dugasajew am meisten bekannt wurde. Timur stand in den Klammern als Spitzname. Und es ist nicht verdächtig, weil die MMA-Kämpfer oft Spitznamen tragen. Darüber hinaus gibt es bei uns in Tschechien oft eine solche Praxis, dass ein Name von einer Person in den Dokumenten geschrieben ist und unter einem anderen Namen die Person bekannt ist. Daher wäre es möglich, die Aufmerksamkeit nicht auf diese kleine Inkonsistenz zu lenken, wenn nicht ein Aber wäre. Es ist sein Geburtsdatum, der 18. September 1985. 85 Geburtsjahr, dachte ich. Also ist er im gleichen Alter wie ich? In diesem Moment hatte ich meinen ersten Verdacht, weil ich eindeutig wusste, dass Timur Dugasajew nicht in meinem Alter sein konnte. Nach seinen Aussagen stand er im 2000. Jahr an einem Kontrollpunkt in der Grosny und mein Altersgenosse konnte aufgrund seines Alters nicht im 2000. Jahr an einem Kontrollpunkt in Grosny stehen. Ich war mir sicher, dass Timur Dugasajew einige Jahre älter ist als ich. Ich fing an, Informationen zu sammeln. Intuitiv ging ich auf sein Instagram zu seinem offiziellen Account, weil ich weiß, dass Leute von Kadyrov sich gegenseitig zu ihrem Geburtstag in diesem sozialen Netzwerk gratulieren. Ich öffnete die Anlage, in der Abonnenten ihre Freunde markieren. Ich musste nicht lange suchen, ich stieß sofort auf eine Veröffentlichung, in der einer der Kollegen von Timur Dugasajew ihm zu seinem Geburtstag gratulierte. Aber er tat dies aus irgendeinem Grund am 18. Dezember, 3 Monate nach seinem offiziellen Geburtstag von Timur Dugasajew. Vielleicht hat er es vergessen, aber vielleicht hat er sich nach 3 Monaten daran erinnert und beschlossen, ihm nachträglich zu gratulieren, dachte ich. Aber nein, das nächste Posting war wieder Geburtstagsgratulation und wieder der 18. Dezember. Und dann noch eins. Und noch eins. Es gibt viele Gratulationen und alle sind am 18. Dezember. Diese sind von verschiedenen Sportlern, Politikern, Kadyrovs Verbrechern. Sie alle gratulieren Timur Dugasajew zu seinem Geburtstag. Nicht am 18. September, wie es offiziell steht, sondern am 18. Dezember. Dann stellte ich fest, dass ich mich in die richtige Richtung bewegte und dass mit dem Geburtsdatum dieser Person sowie mit seinen anderen Daten eindeutig etwas nicht stimmte. Ich brauchte Leute, die meinen Verdacht bestätigen würden. Und ich habe sie gefunden. Seine Dorfbewohner, die mit Dugasajew und seiner Familie persönlich bekannt waren, bestätigten den Verdacht und halfen mir bei diesen Ermittlungen. Dank denen gelang es mir, den wahren Islam Dugasajew zu finden. Ja, eine solche Person gibt es wirklich und Timur Dugasajew hat nicht nur die deutschen Behörden getäuscht, indem er denen falsche Informationen über sich gegeben hat, er hat sich als eine völlig andere existierende Person präsentiert. Dieser ursprüngliche Islam Dugasajew wurde am 18. Dezember 1985 geboren, lebt in der Stadt Grosny und ist der Bruder von Timur Dugasajew. Hier ist seine Seite im sozialen Netzwerk Odnoklassniki und so sieht er aus. Und das ist ein gemeinsames Foto mit Timur Dugasajew, Familienfoto. Dieser ursprüngliche Islam Dugasajew lebt in der Stadt Grosny. Gleichzeitig lebt seine Fälschung in Deutschland auch als Islam Dugasajew mit identischen Daten.
Wie ihr versteht, ist die Täuschung der staatlichen Migrationsbehörden bei der Beantragung von internationalem Schutz die Grundlage für die Überprüfung des gesamten Verfahrens. Es kann die Staatsbürgerschaft entzogen werden, die Entscheidung überprüft werden, ihm Asyl zu gewähren und entschieden werden, ihn in das Herkunftsland auszuweisen. Dieser neu entdeckte Umstand ist die Grundlage für die Überprüfung des gesamten Verfahrens und hat keine Verjährungsfrist. Und jetzt fragt ihr mich wahrscheinlich, nun, aber wie kann man das beweisen? Schließlich beweist das, was du in diesem Video zitiert hast, deinen indirekten Verdacht, aber dies wird für das deutsche Gericht nicht ausreichen. Es wird wichtigere Beweise benötigen. Kann ein deutsches Gericht herausfinden, ob eine Person wirklich die Person ist, für die sie sich ausgibt? Ja, es gibt eine solche Möglichkeit. In der deutschen Rechtsordnung gibt es eine Praxis, bei der ein Richter einen minderjährigen Angeklagten als Erwachsenen vermutet und seine Dokumente falsch sind. Der Richter fordert eine DNA-Untersuchung an, anhand der das wahre Alter des Angeklagten ermittelt wird. Ich denke, im Fall von Dugasajew ist es möglich, diese Untersuchung durchzuführen, und wenn sich dann herausstellt, dass er nicht am 18. September 1985 geboren wurde, sondern tatsächlich am 18. Dezember 1981, übrigens ist dies wirklich sein Geburtsdatum, dann denke ich, wird die deutsche Justiz Fragen an diese Person haben. Ist er zufällig in Deutschland aufgetaucht? Und was hat er all die Jahre hier gemacht? Ich bitte, dieses Video von mir als offiziellen Bericht über ein Verbrechen zu werten und aufgrund dieser Nachricht mit der Überprüfung dieser Person zu beginnen. Dieses Video wird in Deutsch übersetzt und über den ersten Link in der Beschreibung dieses Videos gelangen Sie zur deutschen Version dieses Videos. Ich bitte alle meine Zuschauer, meine Abonnenten, deutsche Freunde, Kollegen, Verwandte, Nachbarn, welche Zugang zu deutschen Journalisten und deutschen Politikern haben, auf das Video im ersten Link in der Beschreibung zu zeigen, die deutsche Version. Verbreiten Sie es in der deutschen Gesellschaft. Lassen Sie die Deutschen das sehen, damit sie auf diese Situation reagieren, die Situation der Verletzung eines offensichtlichen Verstoßes gegen ihre Gesetzgebung. Machen wir es so, dass es in Europa einen russischen Agenten weniger geben wird. Und alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Und ja, ich grüße die belgischen Schauspieler.